Kijk me niet of tegen. Es gibt nur einen Mann, du weißt es. Also weißt du, du weißt Big Bas Entertainment. Big Bas Entertainment. Ladies and JDs, heute ist Mittwoch, Mann. Du weißt, was für Zeit das ist? Rap Weednesday, baby, baby. Ja, What's up, homie? Iri. Hey, nice. Ich muss dir deine Blumen geben für den schönen Hintergrund, den du eingerichtet hast. Bro, merci vielmals, Das Mann. ist Merci lit. vielmals. Ja, sehr gut, ey. Merci, hast du Zeit genommen, Bro. Der Skinny Stylus ist Okay, wir fangen an. Stell dir am besten mal ein bisschen selber vor. Ja, was wollte ich sagen? Kurz gesagt, mein Name ist eben Skinny Stylus. Ich bin aufgewachsen in der Nähe Grünau als Baby, nachher in ein Kaff gezogen. Es nennt sich Stalliken. Wohne ich in der Nähe von Schlieren. Ja, jedenfalls meine Mama, sie ist von Niger, also von Nigeria. Mein Dad ist Schweizer. Yes, sir. Ich bin mega gut verbunden mit meinen Leuten aus Nigeria, mit meinen Onkel. Cousins, eben, ich gehe immer wieder auf Nigeria runter, also auf Lagos. Und ja, habe immer wieder eine gute Zeit dort und komme wieder zurück als neuer Mensch, sozusagen. Seit wann machst du Musik? Meine Liebe zur Musik habe ich wirklich schon mega früh gefunden, weil bei mir war es so ein bisschen mandatory gewesen. Was ich meine ist mit mandatory, nicht Zwang, aber ich bin das eingeboren, weil meine Tante von Nigeria war Opernsängerin gewesen. Burna Boy, Wizkid, all das Zeug, das man heute hört, die haben sich alle vom Fela Kuti inspirieren lassen. Weißt du, er ist so wirklich der Godfather von dem. Shoutout geht raus. Eben Shoutout an ihn und eben mein Onkel, Shoutout an Onkel Femi, der hat eben mit ihm gesungen in einer Band früher. Und deswegen, ich habe immer Musik um mich herum gehabt, ich habe es immer wieder gehört. Plus mein Dad, der eben Schweizer ist, hat noch DJ'd die ganze Zeit. Das heisst, ich habe noch House nebenbei noch gehört von klein aus. Ich habe schon Hip-Hop gehört von klein aus wegen meinem Bruder, weil er immer in die States gegangen ist. Er hat eben auch Basketball gespielt in den States. Und deswegen ist so, ich habe einfach alle Einflüsse schon von wirklich klein aus, schon mit 3, 2, habe ich schon das Zeug gehört, weißt du. So. Yeah, 10 Schritte voraus und wir grölen, weil ihr Fick es nicht so gut könnt tönen. Body bin Dämonen am beschwören, beschütze Leute wie ein Heiler und Beschwörer. Aber ja, ich schaue, dass ich healthy lebe, organic. Also weißt, ich esse auch wirklich gesund mittlerweile und ja, ich trinke viel Wasser und Tee, Type Shit. Aber das hat auch damit zu tun, weil eben mein Lifestyle ist früher noch fucked up gewesen, weißt du. Aha, ich sogenannte G's verkleidet euch wie Cosplay. Stehst in meiner Lobby, denen so wie Crossplay. Steez und Skin übernehmen jeder Showcase. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mir das Album gerade vorhin reingezogen und ich muss sagen, der Killers. Bro, ganz einfach auf Band-Deutsch gesagt, der Killers. Hast du schon mal überlegt, so irgendwie in Amerika etwas zu machen, weißt du, nicht mehr LA-mäßig oder so? Ja, safe. Ich wollte natürlich immer noch eben wachsen mit dem Sound und mehr Sachen releasen und natürlich Musikvideos dann im Ausland machen. Aber ich kann schon in LA zum Glück machen und das ist auch zwischen 2018 und 2019 rum gewesen. Habe ich einen Track, der heißt «Zweimal», den könnt ihr auch auf YouTube finden. Und der andere heißt «Smooth Operator». Das sind 2 Musikvideos, wo ich beide in LA gemacht habe. Der Boy hat einfach meinen Musikgeschmack, man. Er macht Rap, er macht Drill, er macht Oldschool, er macht alles, was du willst. Die nächste Frage ist, seit wann machst du Musik? Also eigentlich mache ich seit 11 Musik, aber ich habe es dort mehr so gemacht, um einfach Leute unterhalten, weißt du, einfach draussen Freestyle, on the road und so, wenn ich Basketball gespielt habe, so ein bisschen der Style. Aber ernst genommen habe ich es eigentlich erst 2013. Yes, Ich habe dann angefangen auf so Websites, Mixtapes hochladen auf Soundcloud. Ihr könnt auch auf soundcloud.com/skinnystylus. Dort findet ihr auch noch ein Archiv mit irgendwie 80 Liedern, die nicht einmal auf Alben drauf sind oder auf irgendwelchen Projects. Es sind einfach so einzelne Songs. Will ich verdeckt das hilft. Nigga, ich reite mit dem Baum, will ich mit der Teufelsfrucht um Run. An der Augen mit der linken Hand und der Teufelsfrucht in der rechten Hand. Beide auf Gas, ich fühl mich normal, durch die Nacht wirklich kümmern sich immer aufs Mal. Und im Gegensatz zu dir, kann ich nicht mehr schwimmen gehen. Warum Skinny Styles?
Ja, es hat damit zu tun, ich habe eigentlich meinen richtigen Namen Laio immer gebraucht. Aber nachher habe ich gewechselt, weil ich habe angefangen, das war so ein Punkt, gewesen, eben so 2013 umeinander, habe ich angefangen Beats zu machen, mich selber aufnehmen und ja, mixen habe ich angefangen zu lernen und ein bisschen Mastering. Und dann habe ich noch DJ nebenbei an Partys. Und ich habe wie so gefunden, hey, ich mache so viele Sachen jetzt nebenbei. Ich brauche wie einen Namen für all das, oder? Dass ich alles unter einen Hut kann tun. Und dann habe ich halt so wie gefunden, easy, komm, ich nehme Stylus, weil ich habe immer die Heime im Keller aufgelegt bei meinem Vater. Und mit den Oldschool-Platten, mit den Vinylplatten, wo du die Nadeln drauf tust, oder? Und die Nadeln heisst Stylus. Das ist einfach der Fachbegriff dafür. Dann habe ich halt so wie gefunden, ja, easy, der Shit passt. Haben wir nicht selbst verkauft und das für Safe Sex. Oder für die Wirtschaft, sicher für die Paychecks. Ich mache selber gerne Beats, aber ich arbeite auch gerne mit Beatmakers. Was ich dann einfach mache, ist, ich nehme den Beat und ich tue mich selber aufnehmen und tue dann auch alles selber arrangieren, mixen. Gebe es vielleicht weiter fürs Mastering. Mittlerweile habe ich auch das Mastering selber machen. Aber ja, so läuft es eigentlich ab. So. Ich hol ein Bag today, treffe mich Kolole, stacken es wie ein Prolet, Schiene so wie ein Komet, bringe die Message vorbei, Nigga so wie ein Prophet, Bitch, du bist nur mein Kollege, weil du kein Hustler bist. Ja, es ist an erster Stelle, eben, ich liebe den Scheiß. Also weißt, mir ist eigentlich egal, ob es angeklickt wird oder nicht am Ende vom Tag. Ich mache es einfach, weil ich es gerne mache an erster Stelle. Und ja, ich kann es auch einfach machen, weil zu dieser Zeit hat noch niemand in der Schweiz Trap gelost, oder? Also müssen wir schon zugeben, die Schweiz war recht hinten drin mit Trap. Like the draw so penetrant, all die Hoes irrelevant, Phone ich auf, will nur sedan, will ich enjoy Tag mit Tag. Ja, so früh wie möglich so einen Standpunkt setzen, Foundation setzen und ja, viele Musikvideos machen, wo man halt sieht, das ist der Trap-Shit. Ich meine, ich habe nicht gefährlich gelebt, aber ich habe schon Trap-Shit gelebt. Ich habe Lean geholt in der Apotheke und nachher verkauft auf der Straße. Ich bin nicht stolz drüber, aber es sind einfach so Sachen, die dazugehören oder die halt einfach passiert sind. Like the draw jetzt mal den Dobe. Für den Vers brauch ich paar Honis. Instrumentus werde dicht. Ist es so fast werde ich hungrig. Coronavirus am Donnerstag. Dus wil je nog om je vingerring? Is de slap in de bitch aan ik vinger din? Sie weiß, sie leben in Techno. Skeleton Boy für die Techno. Europa Flows mit dem Snail Flow. Alles um mich und der Gecko. Ja, das Feature ist einfach entstanden, einfach natural, also im Sinne von, ich habe ihn mal draussen, glaube ich, getroffen und nachher hat er mir mal angeschrieben und hat gesagt, machen wir was. Und nachher ist er zu mir ins Studio vorbeigekommen. Ich hab den Drip an die Two-Tone. iPhone 5, aber genug Haus. 30 Paar Schuhe, Nigga, wo alle. 30 Gramm Weed, Nigga, wo alle. Zurück zu der Frage von Mero, El Babyfahrer. Meinst du, kannst du eines Tages vor Musik leben? Schwer zu sagen, aber es ist, man kann es nicht ausschliessen, sagen wir es so. Bin am Reisen weg, 10 days in LA. Started drippin' Valley. Fahre durch die Valley. Ich hab Wi-Fi, ja. Doch kein Wi-Fi, nah. Cup ist icy, ja. Es ist alles möglich, aber man muss einfach hure viel dafür geben. Man muss einfach Gas geben und einfach alles. Ja, du musst einfach den Scheiß wählen und ja, einfach mehr Content rausbringen, Leute überzeugen davon. Von nichts kommt nichts in dem Sinn. Das Geld wächst nicht vom Baum, blöd gesagt. Weißt du, so. We gotta go and get it, weißt du. So. Ja, Das ist es halt. Ich bin immer noch auf dem Weg, weißt du, was ich meine? Ich bin immer noch auf dieser Legacy. Morgen trainiere wie im Dojo. Bounce mir wie ein Pogo. Up and down wie ein Jojo. 10 Stunden mit meinem Mojo. Slack. Ich hab die Looks. Trap in den Crook. Yeah. Sie fühlt den Druck.
wie ein Super. Frag mich Brody, frag mich Slam. Nie ein Packs, nie ein Damn. Sie ist Slack, sie ist Fan, sie ist Head. Oh my man. Bist du einem Label vertreten? Damn, gute Frage. Ja, wie kann ich dir das erklären? Ich bin sozusagen, ich bin bei 2 Movements, aber das ist so Pachtvertrag, so à la Brotherhood-Type Shit. Wir haben kein Papier für das unterschrieben, aber Ja, ich weiß ich es bin nicht. eigentlich bei Starter Gang und bei 8. Yeah. Oh, been a smooth operator. Oh, been a smooth operator. So smooth, does it smooth operator? Smooth operator, smooth operator. Oh, been a smooth operator. Oh, been a smooth operator. So smooth, does it smooth operator? Smooth operator. Sie geht dumm, ich pipe, nehme dich home tonight. Swinging my chrome, mies Mike, gebe dir so good vibes. Nur das suchen sich manche gut heilen. Frag der Mask mir vieles zum Bereisen. Kein Zwang. Also, look, die es fühlen, die können es anklicken. Wenn nicht, it is what it is. Aber ja, check it's ab. Eben auf Soundcloud findet ihr Zeugs, auf YouTube, auf Spotify, Apple Music, Tidal, wirklich auf allen Plattformen. Auf TikTok bis jetzt nicht, aber es kann sich ändern. We'll see what happens. Schau mal, ich drip elegant. Nicht im WhatsApp, Telegram. Spit in die Bars, jeden Tag. Freaky deine Tat, yes, man. Skinny mit dem Drip einmal. Freaky deine Bitch zweimal. Stunne mit der Nike Sizer. Stunne mit der Mike Geiser. Ja, Schau das mal, sind ich in Las drip elegant. Vegas. Nicht im WhatsApp, Telegram. Spit in die Bars, jeden Tag. Freaky deine Tat, yes, man. Baby, ich drip no lean. Früher noch nicht gesippt, low-key. Aber jetzt nicht mehr OG. Mit den Jungs im Garten, homie. Drive from Miami. Smoke voll heavy. Cookies on deck. But the flash is heavy. Cruise mit dem Dave. Ja, also ich könnte im Fall auch mir auf Twitch folgen, also auf Twitch/SkinnyStylus. Da bin ich auch am Streamen. Eben wenn ich Fortnite manchmal zocke oder andere Games. Ich bin einfach allgemein, mache ich Streaming dort. Ich sehe auch, wie ich Beats dort mache. Ich tue auch manchmal, wenn ich Tracks abmische, bin ich am Streamen. Ja, und sonst auf Instagram findet ihr mich. Und ja, Discord. Discord bin ich auch. Skinny mit dem Drip einmal. Freaky deine Bitch zweimal. Ah, so Stunne mit good. der Nike Sizer. Stunne mit der Mike Geiser. Schau mal, ich drip elegant. Nicht im WhatsApp, Telegram. Spit in die Bars, jeden Tag. Merchandise. Ja, also check das Ding ab. Also ich bin einfach affiliated zu dem. Das heißt Sauce Let's go. oder Casare Shop. Ja, Mann. Ich bin savage wie Jumanji. Ey, kick dich aber wieder Sanji. Ey, was so meinst du, so beste Bitch. Skinny Style, ja, gehört zu der beste Bitch. Ey, hör nicht auf ne Beat schicken. Ich ha 8 und der Rest sei heim wichsen. Jetzt kommen Fanfragen. Skinny. Oh shit. Fanfragen sind immer die Fragen, wo. Das sind die Fragen, die mich am meisten zerstören. Und Fanfragen ist nicht mehr als Fragen, die du kannst beantworten mit Ja oder Nein oder verpiss dich. Also, bist du bereit? Ja. Tupac oder Biggie? Damn, für mich ist es mehr Biggie, bro. Aber ich habe mehr Tupac gelost. Das ist das Lustige. Ich habe mehr Tupac gelost, aber mittlerweile würde ich sagen Biggie. West Coast oder East Coast? Oh, bad, das ist so schwer. Ich würde sagen Dirty South. Drill oder Oldschool? Damn, das ist auch verdammt schwierig. Aber ich fühle eben Drill auch, verdammt. Ich sage jetzt einfach mal Oldschool. Lil Wayne oder Da Baby? Für mich ist es Lil Wayne. Deine 5 Top-Kleidermarken. Damn, also ich würde sagen Daily Paper sicher, Pata, dann Stussy, Cortez und damn, was könnte ich als 15 nehmen? Ja, mittlerweile fühle ich Ding hure A6. US-Rap oder DE-Rap? US. Lieblingssprache? Ich sag Yoruba. Lieblingsfarbe? Ich sag Green. Lieblings-Superheld? Flash. Was das Superheld angeht, dort geht die Meinung auseinander. Okay? Und jetzt möchte ich gerne das noch auseinandernehmen. Spider-Man oder Superman? Okay, Ich sage Batman oder Spider-Man? Batman. Batman oder Superman? Batman.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Weiter geht's. Superman oder Batman? Batman. Und Spider-Man oder Batman? Batman. Ja, Mann, Shoutout geht raus, Shoutout. Die Frage, die ich allen MCs stelle, die bei mir kommen, ist: Skinny Styles, was würdest du diesen jungen Schnaufer da draussen mit auf den Weg mitgeben? Ja, also ich würde sagen, schau, dass du nicht zu viele Yes-Men um dich herum hast. Was ich damit meine ist, Leute, die die ganze Zeit sagen, ey, das und das ist gut, weißt, schau auch, dass du vielleicht Kritik kannst annehmen, aber nimm auch nicht jede Kritik an. Weil am Ende vom Tag bist du dein eigener Gott und du kannst deine Welt so erschaffen, wie du willst, wenn du daran glaubst, an deinem Ziel, oder? Ja, Mann. Und deswegen darfst du dich auch nicht zu fest beeinflussen lassen von den Leuten draussen. Also, wenn du fest daran glaubst, das ist richtig für dich, dann mach das auch und zieh es durch. Und lass dir nicht von anderen Leuten sagen, nein, du kannst es nicht. Big Shoutout an Rap Weednesday, an Big Bas, dass er das möglich macht. Und ja, die ganze Welt, Twitch, alle, die da im Chat sind, let's go. Let's get it. Kijk me niet of tegen. Es gibt nur einen Mann, du weißt es. Also weißt du, du weißt Big Bas Entertainment. Big Bas Entertainment. Mein Onkel aus Nigeria hat mit dem Solo, so, ja, I feel it, sorry. Ja, und Fela Kuti ist sozusagen eine Legende in Afrobeats, weißt du? Kann immer Weißt du sehr was? viel Shit. Egal. Es langt. Der Junge hat so ein Talent, der versteht mich nicht. Ich frage für einen Kollegen, also nein, ehrlich gesagt, ich frage für mich selber, wo der Clip, der Flash, wie so brutal, Bro. Das ist so ein kranker Clip. Ab hier muss ich aufstehen. Frag mich Bro, frag mich Slam, nie ein Packs, nie ein Dam, sie ist slack, sie ist fan, sie ist hack, oh my man. Ja, Mann, ich sehe es so. Also, gib mal 5, Bro. Obwohl du dort einer bist, gib mal hier 5 hier. Nein, gegen So, Mann. links von dir. Dort. Gib 5 dort. So über. Nein, andere Seite. Ja, dort. Gib 5. Merci, der Duda, merci für die siebte Monat. Merci stur. Und die erste Frage ist, was hat die, Bro, einer will auf wichtig machen? Sagst du ihm Shoutout, der wo Hallo hat gesagt. Ja, Sick der haben wir nicht mehr das. Okay, ne, alles gut, Das ist Bro. Joshua. Oder wer ist es? Ah. Joshua. Was? Ja, ganz so. Auf jeden Fall, Bro, nächste Frage. 7 hours later. Weißt du nicht? Und genau dort fickt mit der Chat, Bro. Sick der haben wir nicht schwören, wenn ich jetzt einen Baseballschläger hätte. So, komm. Glück nach oder nicht? So. Jetzt. Ja, Reichi! Reichi. Ich hab gesagt, du sollst dich gut haben! Ja, so. Bei mir, jeder, der zuschaut, hat, weißt du, ich gebe allen Leuten immer Big genug. Mac, bann den direkt für 2 Look. Wochen, Digga. Und dann kannst du Wallah, ab. mir egal, ich hab's gerade gesagt. Tschüss, 2 Wochen, tschüss. Du siehst, was ich meine. Zu den Punkten, wo sie mir zuschauen, mit diesen Punkten, wo sie mir zuschauen, können sie mich so abkacken in meinem Stream. Aber das macht's mir aus. Ladies and Ladies, welcome. Weißt du? Ey, und jetzt der nächste bekommt Bann. Schau, jetzt ist plötzlich vor. Also, Leute. Das gewusst, dass der kommt. Let's go. Scheiß mal auf den Interview, gib mir Fortnite. Gehen wir Fortnite, ja, sehr. Ja, ich bin noch nicht bereit. Also, bist du bereit? Also.
Will oder Oldschool? Fuck. Das Skinny, kann nicht. Ich Mann, würde halt Skinny, Oldschool weißt. jetzt auswählen, um ehrlich zu sein. Goddammit. Was sind das für Fragen, Mac? Gib mir schnell umarmen, Kiesa. Ich muss dich schnell umarmen hier. Komm mal da, komm mal da. Good boy, good boy, good boy. Nee. Merci vielmals, Big Boss, Word up zu dir und auch deiner Community. Shoutout an den Chat, alle, die das geschaut haben. Und dir muss ich eben sagen, es ist wirklich ganz nice, das Format, das du machst. Und ja, zieh das weiterhin durch. Wir sind alle auf unserem Weg. Wir sind alle, wie sagen wir, haben unsere Destination, wo wir fahren müssen. Und wir werden das holen, was wir brauchen. Das safe.